Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Ja, heute haben wir jede Menge vor. Ich habe mich in dem Chaos von der letzten Episode irgendwie nochmal zurückgelost. Und jetzt bin ich etwas unschlüssig, aber wir müssen auf jeden Fall nochmal hoch und müssen nochmal die Batterie holen, das auf jeden Fall. Weil die brauchen wir für den Innenhof. Das heißt, wackel, 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 wackel. So, nochmal in die Karte reingucken. Genau, wir müssen da jetzt nochmal hier. Das ist einmal umdrehen, dreh dich um und du bist ein junger Mann. Ja, damit bist du zum Erwürgen viel zu groß. Ach ja, so tolle Homer Simpson Lieder, einfach ohne Kontext. Ist genauso wie guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht. Na, na, Weihnachtsmann, dir gebracht. Ja, so viel dazu. Jetzt gehen wir also wieder in den Raum rein. Du stolpern auch wieder ein paar von unseren Kadaverkumpels rum. Hören wir sie? Nee, wir hören sie gerade nicht. Schimmel, Schorsch und KKG sind derzeit also relativ still. War man ich glaube in dem kleinen Raum war mal wegen der Batterie oder was auch immer das war. Säuregranate hatten wir hier auf jeden Fall auch noch, wenn ich mich doch richtig erinnere. Genau. Das waren die hier und das ist wichtig, ja. Batterie, natürlich. Die gucken wir uns natürlich auch mal gleich an. Prüfen. Batterie. Es ist eine Batterie. Was kann sie? Sie macht Batteriesachen. Damit wird der Aufzug betrieben. Haha. Ja. So ist es halt im Spencer Mansion. Versteckst die große Rätselgegenstände, hinter der kleine Rätselgegenstände. Hier liegt auch einfach mal so eine platte Rüstung noch rum, beziehungsweise platte Schulter- und Torso-Teil. Warum auch nicht? Und vor allem nebendran liegt noch so Jagdtrophäe von einem 1, 2, 3, 4, von einem 8-Ender auch noch rum. Also das zählt man ja immer die Geweihe nach der Ende. Und das ist pro Seite 4er, also ist es ein 8-Ender. 16 Ender sind dann nur die etwas größere. Ich würde mal sagen, wir lassen jetzt einfach mal einen Slot im Inventar frei, weil die Säuregranate brauche ich jetzt nicht so dringend. Dann schauen wir, dass wir das hier kriegen. Vor allem muss ich etwas still sein, damit ich erhöhe, ob unser Kumpels wieder aktiv sind. Aber ich glaube, die habe ich ja... Oh, falsche Richtung. Gewundert, dass es hier so still ist. Ja, ruhig, ruhig. Wo lade ich dann lang? Ah ja. Da ist noch so ein Schorsch. Okay, der steht gerade nicht auf. Das ist schon mal ganz... Scheiß drauf. Ich hasse es wie die Pest, an den Freaks vorbeilaufen zu müssen. Und jedes Mal nicht sicher zu sein, ob die nochmal aufstehen. Ich hasse das. Auch wenn ich jetzt nur noch Ladungen drin habe. Oder drin gehabt habe. In meinem Kerosinbeutel. Was ist da um die Ecke? Ah, okay. Es sind nur Pflanzen. Na gut. Unsere Gesundheit ist soweit aber in Ordnung. Das heißt, wir nehmen jetzt nichts weiter mit. Ein Kerosinbehälter wäre nicht verkehrt. Da hinten in der Ecke ist da... Huch, was war denn das? Eine Motte. Ach, wie schön. Und was haben wir dann hier? Asiatisch anmuten, die Bildrolle hängt an der Wand. Das Bild selbst ist jedoch im abendländischen Stil. Okay. Der Türgriff ist kaputt. Er wird sich wohl nicht öffnen lassen. Echt jetzt? Leckt mich doch am Berzel. Okay, dann haben wir hier nur wirklich unser Pflanze-Ecke. Der ist kaputt gebrannt. Und das war der Weg in den kleinen Raum. Dann haben wir jetzt halt einfach die Batteriesäure, genau. Dann haben wir jetzt halt noch die Säuregranate mit. Dann lagern wir das Zeug. Und dann schauen wir nochmal, dass wir zum Speicherraum kommen. Und sowohl die Granate als auch die Batterie einpacken. Weil die brauchen wir dann erst wieder für den Innenhof. Das heißt, wenn wir uns wieder auf den Weg zum Innenhof machen, muss ich mir die Batterie merken. Ne, dann muss ich jetzt hier lang. Hä? Muss ich hier lang? Nee. Warum mache ich dann so einen Quatsch? Da muss ich lang. Alter Falter, ich und Orientierung, wenn dann auch noch ständig die Kameraperspektive wechselt, dann ist mein Hirn Matsch. So, noch einmal das Ganze. Das heißt wieder... Erstens mal wieder richtig positionieren. Okay, 5 Minuten habe ich jetzt laut meinem
Display rum. Heute ist einmal wieder ein schöner sonniger Tag hier, liebe Leute. Es ist der 2.11., wo ich hier aufnehme. Und es ist ein wunderschöner Brückentag. Und dementsprechend ist es auch wirklich ein schöner sonniger Tag. Das heißt, heute kann ich mal auf Licht verzichten, was dabei noch A ist. Und es freut mich, dass ich mal wieder bei einer gescheiten Helligkeit aufnehmen kann. Das ist bei Facecam eigentlich auch immer relativ wichtig, finde ich. Dumm. Warte mal, ich hoffe, hier bricht jetzt nichts durch. Dort drüber hat man im Erdgeschoss eigentlich alles. Wir müssen dann nochmal ein bisschen in der Ostflügel watscheln. Und gucken, dass wir da auch noch was kriegen. Was vorher verschlossen war. So, ja, noch mache ich dumme Witze. Ich hoffe, hier ist noch Kerosin drin. Ja, ich nehme trotzdem. Und jetzt? Es ist kein Kerosin mehr übrig. Okay, das war jetzt sozusagen der goldene Tropfer, der noch übrig war. Alla hopp. Dann wieder zurück. Aber das ist es mal definitiv wert, weil wenn ich da jetzt nochmal hier muss und ich muss nochmal dort hier wegen der Ende der, die sich nicht öffnen lässt, vom Wege Griff ist kaputt und so weiter und so fort. Dann möchte ich aber auch auf jeden Fall noch den Zombie, der da war, weghaben. So, Säuregeschosse. Packen wir da dazu. Die Batterie. Packen wir mal ganz over hier. Letztes Buch, Band 1. Nehmen wir einfach mal mit. Wir schläfen das Zeug jetzt mit. Aber die Batterie, wir wissen jo, wo sie hier gehört, ne? Und wenn wir jetzt noch auf Erkundungstour im Schloss, genau. Erkundungstour in der Villa machen, dann bin ich doch sehr dafür, dass wir das Zeug mitnehmen, das Buch. Man weiß ja nie, wo man es noch einsetzen kann. Ach ja, da ist auch noch einer verschlossen. Alle hopp, das heißt, hoch. Und da war noch einer, der verschlossen war, genau. Ich erinnere mich. Das war da, wo die Kumpels hier gestanden haben. Und der, genau, der geht jetzt auf der Raum. Okay, lassen wir uns überraschen, was der Single-Raum hier für uns vorhat. Es geht nach irgendwie nie Aufnahme zu Ende, ohne dass ich mich kratzen muss. Was war dann das? Ah, ich erinnere mich, was das hier ist. Granaten, ja, war eins brauche ich, weil ich noch ein gelbes Juwel hier brauche. Ich muss dafür aber das Licht ausschalten. Ich erinnere mich auf jeden Fall an den Raum. Brief an den Sicherheitschef. Alter. Ich will, dass diese ekelhafte Geräusche hier vorbei sind. Naja, egal. Müssen wir jetzt nochmal in der Akte nachgucken. Villa 2. Brief an Sicherheitschef. Genau. Zu Händen. Sicherheitschef. Das ist dem sein Name. Der heißt einfach John, Sicherheitschef. Datum 22. Juli 1998, 2:13 Uhr. Tag X rückt näher. Die folgenden Verfahren sind innerhalb einer Woche auszuführen. Wir erwarten umgehende Maßnahmen. Erstens, locken Sie Stars zum Anwesen und ermitteln Sie die Kampfdaten der bioorganischen Waffen gegen Stars. Sammeln Sie 2 Embryos jeder einzelnen Mutation als Muster, mit Ausnahmen des Tyrannen. Eliminieren Sie den Tyrannen. Drittens, sorgen Sie für vollständige Vernichtung des Arklay-Labors, einschließlich allen Personals und aller Versuchstiere. Stellen Sie die Todesfälle als tragischen Unfall dar. Falls die Durchführung der Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitraums nicht möglich sein sollte, erstatten Sie umgehend Bericht. Im Notfall wenden Sie sich direkt an Anschluss 5691. Viel Glück, Umbrella Hauptquartier. Das heißt, die Schweine haben hier in dem Labor Freaks gezüchtet, wollen Probe wegschaffen und dann alle Beweise vernichten und wollen ihr Biowaffe an uns testen. Herzlichen Glückwunsch. Sind das Arschgeigen. Also die Umbrella Corporation, ganz, ganz freundliche Leute, kann ich nur jedem empfehlen. Aber, noch schlimmer als die BASF. Schlimmer als die Annelien, die Leid. Ja, natürlich, Dolch nehmen wir mit. Der verbraucht jetzt zum Glück keinen Slot. Jetzt müssen wir gucken, wo der gelbe Juwel ist, damit wir das nochmal in die Tigerstatue reinquetschen können. So, wo leuchtet's gelb? Der ist violett, der ist rot. Und der ist gelb. Alles klar. Das heißt, wir müssen uns irgendwie so positionieren und dann das Ding relativ zügig in die Richtung quetschen.
ohne dass es die Statue da mitkriegt, weil sonst ist das weg, ne? Das heißt, guckt mich an, bis die eingerastet sind. Und dann... Renn, Jill! Frau Valentino, rennen Sie! Der Edelstein im Ach, ja, das möchte ich. Sie haben folgendes: gelber Edelstein. Ausgezeichnet. Dann braucht man nämlich ein Stockwerk tiefer den gelben Edelstein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den rote noch brauchen, aber ich nehme ihn einfach mal mit. Wenn wir das Tigerrätsel dann gelöst hätten. So, das heißt, wir müssen nochmal runter. Joink, joink. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Dupp-di-du-du-du. Ich wollte gerade sagen, bitte kein Hunter oder so jetzt. Das kann ich gerade nicht gebrauchen. Aber wenigstens muss ich die Hunter und andere Biowaffen nicht anzünden, so wie die Spinne und die Hunter. Die sterben glücklicherweise einfach so, nur die Zombies stehen halt wieder auf. Granaten. Dort hier. Dann holen wir uns noch das rote Juwel. Ich weiß nicht, ob ich das gebrauchen kann, aber ich nehme es einfach mal mit. Das gelbe Juwel brauche ich auf jeden Fall. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-dumm-dumm. Badip-badip-badip-dap-dam. Weil du hast so ein blaues Ach und ein gelbes Ach, heute Tiger. Ich weiß jetzt nicht, was das rote macht, aber wir nehmen es einfach mal mit. Eventuell sorgt es dafür, dass wir sterben oder sonst irgendwas Garstiges passiert. Aber wir nehmen es einfach mal mit. So. Schieben Sie. Dankeschön. So. Dann guckt mich an. Gummo, Gummo, was ich kann. Und dann, mach doch was. Ach, chill. Man kann mich auch verarschen. Rotglühender Edelstein wollen sie rausnehmen. Natürlich, er ist mit etwas verbunden und bewegt sich nicht. Jetzt war ich natürlich mal wieder zu lahmarschig. Wir machen das folgendermaßen. Okay, so guckt er mich auch an. Okay, der ist eingerastet. Schnell! Chill! Nimm's! Ja! Alle hopp! Ich habe roter Edelstein. Gut. Ups, jetzt habe ich noch das Licht eingeschaltet. Na egal. Brauche man mehr. Ich bin gespannt, was mit dem roten Edelstein passiert. Ja. Das sollte man eventuell auch noch mal vorher speichern. Wuppdiduppdidu-du-du. Lululu. Liebe Äpfel, mehr als du. So à la Butters. Ne? Oh Mann. Ich weiß halt auch nie, wo die Gegner respawnen. Deswegen bin ich schon etwas nervös, muss ich gestehen. Wir packen jetzt zuallererst mal das Buch weg. Holen uns die Farbbänder wieder. Speichern eine Runde. Ja, das möchte ich auf jeden Fall. So. Mama, hier wieder. Okay. Komm schon. Doch, ich schalte mein PS4-System natürlich aus. Alter Falter. So, Speichern beendet. Alle hopp. Dann wieder weg damit. Weil ich will ja erstmal ganz blöd den rote Edelstein einsetzen. Bevor ich dann wirklich den gelben einsetze. Eventuell bringt es uns einen Bonus. Oh Gott, Entschuldigung, ich war schier aufgestoßen. Oh Gott, ich hoffe, das hat man nicht so gehört. Ja, erst einmal den roten... Nein! Erst einmal den roten Edelstein einsetzen. Nein, hör auf! Sau viel! Alter, hör auf! Schieß doch, Jill! Hussa! Hussa! Heureka! Warnung! Bist doch kaputt. Die Musik sagt nämlich nicht, dass du kaputt bist. Schockschwere Not. Die Jill wäre beinahe tot. Nein! Oh Gott. Ja, wenn die Musik aktiv bleibt, dann ist mit sowas tatsächlich zu rechnen. Hier ist die Musik sowieso etwas düster. Da, 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 da. Ganz ruhig. Da muss ich nicht lang. Falscher Weg, Dummkopf. Bitte kein Zombie. Okay. Geronimo. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Immer diese Hunter, die aus dem Nichts herspringen. Okay, die Inschrift. Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Genau, wir versuchen jetzt trotzdem mal den roten.
Ups. Okay, das hätte ich nicht machen sollen. Ja gut, dann sterben wir halt mal. Gut, ist in Ordnung, habe ich kapiert. Ist nicht so knorke. Au. Au. Überhaupt nicht toll. Ja, ja. Autsch. Hätten doch. Gewitter du nach Keidel noch einmal. Au. Wie sieht's denn aus? Ja, vergiftet bin ich auch noch. Ja, komm, lassen wir es halt geschehen. Dann sterben wir halt das erste Mal und zwar so ganz grandios. Indem wir hier im Schlangennest krepieren. Ja, komm, macht's endlich. Ich will einfach nur, dass es endet. Kommt schon, ihr blöde Schlange. Weil ich mich jetzt nochmal zurückschleppe mit all der Scheiße hier. Mit Gift und mit im tiefrote Bereich. Das hat keinen Sinn. Machen schon. Ist zwar ein ganz rühmlicher Tod hier. In dem Jin hier von der Schlange ermordet wurde. Aber naja, jetzt wissen wir zumindest, wir brauchen das rote Juwel nicht. Alter, dauert das auch noch lang. Ja, kommt schon. Ihr könnt es, ich glaube an euch. Boah, irgendwie gefühlt 300 Mal Gebisse Woche und alles noch nicht tot. Das dauert ja ewig, bis man hier stirbt. Ja, komm schon. Beende das. Ja, komm. Mach mir die Kleopatra. Stirb schon. Verdammt nochmal. Weil den ganzen Weg latsche ich jetzt bestimmt nicht mehr zurück, nur um dann hier verbaut die Baustelle zu haben. Alter Falter. Oh, komm schon. Komm schon. Okay, der ganze Boden ist auch schon leicht verblutet. Und sie stirbt einfach nicht, die Jill. Hartnäckig wie Sau. Sie will einfach nicht sterben. Ach, komm schon. Yes, das erleidet. Das dauert ja länger, als das Spiel zu laden. Wisst was? Titelbildschirm, ja. Das dauert ja ewig und 3 Tage. So. Machen wir das jetzt halt noch einmal. Spiel laden. Wir haben ja glücklicherweise vorher gespeichert. Das heißt, wir gehen jetzt gerade hier nochmal rein. Machen eine ganze Quatsch schon mal von vorne, weil wie gesagt, wenn die hier einer auf Kleopatra macht und das über Stunde zieht, dann bin ich doch definitiv nicht mit an Bord, den ganzen Scheiß da mitzumachen. Okay. Also, lerne, rotes Juwel, bäh. So, dann also noch einmal von vorne. Wir wissen also, roter Edelstein ist nur zur Dekoration. So. Dich verbannen wir erstmal ganz nach unten. Oder hier einfach zumindest nur dort hier. Und das dort hier. Alle Haupt. Gut. Jetzt wissen wir wenigstens, dass da auch ein Hunter kommt. Also. Eigentlich, da wir jetzt das Wissen erworben haben, können wir zumindest bei die Sache, können wir noch ein Gewehr nehmen. Oder? Ich meine, so praktisch kann man ja noch denken, oder? Dann nehmen wir für das Gebissel hier noch unser Kampfgewehr oder Magnum, ne? Magnum hebe ich mir dann lieber für den Boss auf. Dann nehmen wir jetzt nämlich das Kampfgewehr mit und schießen mal ein paar Jäger über den Haufen und dann legen wir es einfach wieder ab. So, also. Dann kommt mal her, ihr hässlicher Hunter. Jetzt wird es mal... Ja. Jetzt wird es mal, überrascht ihr mich nicht. Der steht nochmal auf? Nee. Er guckt einfach nur grotte hässlich. Und... Hey. Sausack. Ah, na. Alla hopp. Dann haben wir die auf jeden Fall noch erledigt. Ich bin aber schon im Warnungsbereich. Höre ich nicht so gern, dass ich im Warnungsbereich bin. Dann legen wir noch schnell unser Gewehr wieder ab. Hat ja seinen Zweck erfüllt. Gewehr. Und dann holen wir uns noch ein bisschen Kraut zum Heiler. Wobei. Weißt was? Wenn dich so ein hässlicher Freak da attackiert, nehmen wir doch gleich mal das richtig gute Erste-Hilfe-Spray. Das sei ja mal gegönnt hier, dass er einmal was Schönes haben darf zur Heilung.
Okay, aber wir kombinieren nochmal fix, damit wir hier wieder volles Magazin haben. Ich hoffe, die Hunter kommen nicht nochmal hierher gesprungen. Ne, die Fenster sind kaputt genug. Das sehen anscheinend auch keine Zombies jetzt als Einladung, hier nochmal durch die Fenster zu stolpern. Soll mal recht sein, weil ein bisschen was mit dem Personal stolpert natürlich auch außerhalb von der Villa rum. Quatsch, hier rum. Und hier wissen wir ja auch, keine Zombies. Dann befolgen wir halt strikt die dumme Anweisung von wegen nur gelbes Juwel. Schauen wir mal, ob wir einen Questgegenstand kriegen oder ob wir einfach nur irgendein lustiges Bonbon kriegen. So, sowas wie Flinte Munition oder sowas, ne? Gucken wir mal. Es ist eine geile CD. Mo-Diskette. Ja, geil, so eine CD-Diskette. Das ist so der Übergang gewesen zwischen Discs und CDs. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich ein Questgegenstand sein. Alla hopp. Das heißt, das Tigerrätsel haben wir jetzt auch erfolgreich gelöst. Nimm in der schaurige Schlangegrube dort. Alter Falter. Wir gucken es uns trotzdem mal an. Mo-Diskette. Ganz toll. Scheint sich um eine Art Boot-Diskette zu handeln. Yo. Ganz toll. Also ich persönlich habe so Dinger nie gehabt. In der Wirtschaft oder irgendwo in Bürobetriebe wird man das wahrscheinlich mal zeitweise verwendet haben. Aber ich kenne das nur... kenne nur Diskette oder CDs, also ganz oder gar nichts sozusagen. Okay, das heißt, wir haben jetzt auch den Bereich vollkommen geklärt, indem wir das Rätsel gelöst haben. Die anderen Räume sind ja auch noch als rot markiert, das heißt, wir haben anscheinend auch noch nicht alle Rätsel vollständig gelöst. Wir könnten da nochmal in den Enderaum reingucken. Einfach nur, weil wir es können. Schauen wir mal, also ein bisschen Zeit haben wir ja noch, so circa 3 Minuten. Achtung, kein Zombie. Okay. Gut, dann gucken wir nochmal hier rein. Und schauen nochmal, was hier war. Ich glaube, das war der Pianoraum, ne? Schauen wir doch einfach mal rein. Ja, das war der Raum, genau. Ah, da liegt noch was. Und zwar... Ja, die hölzerne Theke aus Eiche, die noch Woi riecht, die wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen. Ich glaube, aber da liegen einfach noch Farbbänder rum, ne? Die... Okay. Ja gut, deswegen ist der Raum einfach noch als rot markiert, weil ich nicht jeden Gegenstand rausgenommen habe. Aller Hopp, wenn es dem so sei. Wenn dem so ist, dann ist es halt so. Das steht anscheinend für Rätsel, die noch nicht gelöst wurden und für, Gegenstände, die noch verbleiben. Alter, bin ich eben zusammengezuckt. Alter. Kerl. Gott. Hat der mich jetzt erschreckt? Scheißvieh. Und das ist immer so kurz vor knappig. Moment, da muss ich rein, weil ich will jetzt noch mal im Erdgeschoss ein bisschen weiter gucken. Alter. Scheiße, hat er mich gerade verschreckt. Okay, also die Hunter sind offensichtlich auch immer mal wieder von Jumpscare gut. Ich habe euch jetzt wahrscheinlich mit meinem Schrei mehr verschreckt, als ihr vor dem Vieh verschrocken seid. Alter Falter. Ja, das ist immer so eine Sache, wenn man Horror-Let's Plays guckt. Man verschreckt ja nicht durch das Zeug, was wirklich den Let's Player verschreckt oder die Let's Playerin, sondern man verschreckt meistens, weil der Let's Player oder die Let's Playerin sich verschreckt. Aber ich muss sagen, ihr liebe Leute, mir hängen jetzt ca. 24 Minuten rum. Und bevor ich jetzt hier einfach in den Korridor hier weiter reinstolper und hier wieder unzählige Dinger aufwerfe, die ich dann nicht ganz beende, würde ich einfach mal sagen, wir machen an der Stelle hier einen Cut und sehen uns immer mal wieder zu Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Bis dahin kann ich auch mal wieder ein bisschen runterfahren. Also machen's gut und bis immer mal dann wieder Iron Yankee.